Bonjour les Leute, herzlich willkommen für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich begrüße euch diese Woche hier von Straßburg und ich wollte einen kleinen Überblick geben über die paar Sujets, die wir diese Woche behandelt haben. Das ist einerseits die Limitation von den Biocarburants auf 7%, andererseits auch neue Regeln für CO2-Emissionen für den Ausstoß zu regulieren bei der Schifffahrt. Das sind ganz wichtige Sujets, wo wir einen Akkord von tun. Dann auch das Notrufsystem, der Notruf bei verunglückten Autosaccidenten, verunglückten Leuten. Dann die Reduzierung von den Plastikstuten, ein ganz wichtiges Sujet an das Programm von der Kommission über die Sicherheit interieur, weil am Anfang eine Kompetenz ist von den Memberstaaten, weil das in letzter Zeit immer mehr grenzüberschreitend Kriminalität funktioniert, muss natürlich auch die Europäische Kommission eine Strategie entwickeln, die dafür gut geherrscht wird. Den E-Call wird dazu, wir arbeiten seit Jahren darauf auf einem automatischen Notrufsignal, das ausgesendet wird, wenn ein Auto ein Accident hat, wenn eine Person ein Accident hat mit dem Auto. Das wird ein Airbag ausgelöst, sobald wie gesagt, ein Airbag aktiviert wird der Notruf gesendet. Wir hatten ganz lange, ganz intensiv Diskussionen, weil trotzdem den Datenschutz auch für uns wichtig ist. Und wir sehen aber auf der anderen Seite so, und das so nicht für mich persönlich, wenn ich einen Accident habe, wenn ich nicht mehr reagieren kann, da bin ich froh, wenn die Notdienste, wenn die Rettungsdienste kommen, dann ist es mir ziemlich egal, den Datenschutz. Über 25.000 Leute bleiben aber nach all Jahren, sterben nach an Autosaccidenten all Jahren. Und das eine Etude gemacht in den automatischen Notruf kennt auf 110% abspuren. Und das fand ich enorm. Was geschieht, das heißt, wenn, wie gesagt, wenn es zum Accident kommt, der Chauffeur kann nicht mehr selber reagieren, wird automatisch ausgelöst. Da gehen, und das ist wichtig gewesen, nicht die wesentlichen Daten vermittelt, die doch wirklich braucht, die Rettungsdienste brauchen. Erstens für Platz zu lokalisieren, dann natürlich zweitens auch für Direktion vom Auto, wie den in welcher Situation darin sich befindet, dann wie viele Insassen an Bord sind, etwas was ganz wichtig ist, darüber kann ich noch steuern, ob Kanner zum Beispiel dabei sind, dann noch was für einen Antrieb das den Auto hat, ob es ein Benziner ist, ein Diesel, ein Elektroauto, weil die Rettungsdienste das am Vierfeld, in dem Moment, wenn sie am Vierfeld wissen, da können sie schon sich präparieren, weil die können sich vorstellen, dass den einzelnen Typ von Auto, der den da nicht muss rübergehen, für zu retten, wie das bei zum Beispiel ein Elektroauto ähnlich abhaken, wie zum Beispiel ein Diesel oder ein Benziner. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich auch der Zeitpunkt vom Accident, selbstverständlich. Das ist aber so, dass auch von einer dritten Person, das heißt, wenn durch irgendeinen Umstand geht es dem Chauffeur schlecht, dann kommt es nicht zu einem Accident, da kann es aber auch schon trotzdem manuell von einem Dritten aktiviert gehen. Und auch das ist eine ganz wichtige Funktion. Wir haben, wie gesagt, ganz lange diskutiert, doch mit dem Conseil, was wichtig ist, dass das ganz über den 112 lebt, den 112. Europäischen Notruf. Und das war am Anfang auch ein Problem, weil der noch nicht an allen Ländern so installiert ist, noch nicht an allen Ländern so funktioniert. Und das soll da, wie gesagt, in der nächsten Zeit geschehen. Ab dem 31. März 2018 soll all neuen Auto, wie gesagt, mit dem System equipiert sein, was man einen immensen Fortschritt empfangen. Dann ist der zweite Sujet, den ich hier ein bisschen mit will bringen, das Reduzieren von den Plastikstuten. Ihr wisst, dass der ganze Coop Plastikstuten einfach weggeworfen gehen, nicht mehr verwendet, gehen noch sich nicht mehr verwenden lassen. Und dass das an Millionen geht von den Tuten selber. Da sind Etude gemacht in 2010, hat am Durchschnitt alle europäischen Bürger bis zu 200 Tuten verbraucht. Und die sind dann hier nur in der Natur, die kommen dann als Gewässer, die Fisch fressen das, Vögel fressen das, das heißt, die sterben darunter, das sind große Nachfolgeschäden, die da entstehen. Und das ist ein Urleihes gewesen, die letzte Zeit für das so zu reduzieren, dass das, wie gesagt, an Stufen funktioniert, 80% in einem Jahr bis 40% zum Schluss die Reduktion. Und das ist, wie gesagt, auch immens wichtig gewesen.
Lettzeburg gëtt natürlich schon einen Unterschied zwischen den einzelnen Tuten. 50 Mikron, das sind 0,05 mm, das sind die ganzen Tuten, die am Handel awer nach krit. Die sollen auch awer reduziert gehen. Und dann ass nach eng Diskussion über die biodegradabel, die sich ja dann zersetzen, die noch op den Kompostkoop kann geheien, wo trotzdem noch nicht gerade wissenschaftlich alles erkannt ist, wo eng Etude soll gemacht bis 2017 für das Resultat dazu holen, auf dann noch dementsprechend just für die Tuten dann eine zusätzliche Mesure zu treffen, eine zusätzliche Legislation zu erstellen. Lettzeburg gëtt immer als Modell dahinter gestaltet, und das ist auch richtig, das ist auch gut so. Wir sind mit Finnland und mit Dänemark zusammen sind wir mit der best abgestellte Land. Wir haben seit 2007 eine streng Lettzeburgische Gesetzgebung. Und ihr wisst, dass da Diskussionen waren, wie das heute normal ist, dass heute geht für seinen Einkaufskurve mit an den Supermarché hält. Wie gesagt, wir haben nicht fertig gebracht, da extrem zu reduzieren mit den Tuten. Und wir gehen dann auch als Modell dahinter gestaltet. Und dafür hat die Gesetzgebung, die wir gestimmt haben, hat auf Lettzeburg eigentlich auch nicht mehr so viel Auswirkungen. Ein drittes Sujet, wie gesagt, den ich durchholen will, das ist Sicherheit. Sicherheit interieur. Da hat der letzte Mittwoch, den 25. Kommission, den 29. Kommission hier Propositionen durchgelöst. Ich hatte 14 Tage am Rahmen von der Diskussion über Schengen hatte ich das schon ein bisschen beruhigt. Ich wollte heute ein bisschen mehr genau darauf eingehen. Was sind die 3 Prioritäten? Das erste, dass die terroristisch Ausschläge noch die internationale Kriminalität für die Radikalisierung dort zu verhindern, für das anzudämmen. Das zweite, dass, wie gesagt, die grenzüberschreitenden Maßnahmen für das besser zu informieren, dass die Sicherheitskräfte noch besser können zusammen schaffen, müssen sie mal für dich besser die Informationen austauschen. Dann natürlich auch Cyberkriminalität, das heißt alles für Kriminalität, was am Netz lebt. Das ist einerseits natürlich die Organisationen, die abrufen dazu, aber das ist andererseits aber auch illegale Waffenhandel. Es kriegt den Haut am Internet einen Kalaschnikow zu kaufen, es kriegt den Handgranaten zu kaufen. Und das ist wirklich etwas, was muss unbedingt angedämmt werden, was unbedingt muss verboten gehen. Und auch wie gesagt, auf dem Gebiet muss an der nächsten Zeit ganz viel Zusammenarbeit stattfinden. Die Zusammenarbeit funktioniert, wie gesagt, auf zwei Hauptwollen. Das ist einerseits Europol, also alles, was Police ist, dass die besser zusammen schaffen. Und andererseits aber auch Eurojust, alles, was Justiz ist, dass die auch an der hummernden europäischen Mandat d'arrêt, die schon gut funktioniert, an denen noch den Austausch besser ermöglicht, oder ganz unkompliziert ermöglicht. Und das sind 2 große Instrumente, die aber noch müssen verbessert werden. Eine Wolle, die noch dazu gehört, das sind PNR, das sind Passagierdaten, die wann mit dem Flieger fliegt, die hier ausgetauscht gehen. Auch darüber habe ich gezählt, die 7, 8 verschiedenen und noch 10 verschiedenen Daten, die da enregistriert gehen, wo der fliegt, wenn der fliegt, was für Eskallen der macht, Gepäck, mit Visaskarte bezahlt, alles das gibt ja hier erfasst. Und da haben wir die Diskussion so weit gelesen, dass wir möglicherweise in der Lützeburger Präsidenz in Akkord verhandeln. Der Rapporteur ist am Gang Kompromiss zu machen. Und da wird auch das ein Sujet gehen, wo wir hierüber aufstimmen und wo wir dann noch eine Lösung finden. Ein ganz wichtiges Sujet nach das auch als zu Straßburg gewirrscht das Fort, das war Migration, Immigration für allem, die Ströme, die im Moment über das Mittelmeer kommen, wo wir dramatische Situationen erleben, wo ganz viel das Woche diskutiert ging, ganz viel Resolutionen aufgestimmt ging und so weiter. Das zu behandeln gibt eine Sendung, und dafür haben wir auch als europäische Impressionen, das heißt, wo wir die 3 Lützeburg CSV-Deputiert, Vivian Reding, Frank Engel und ich selber, haben wir darüber geschwärzt mit Frank Kuffer, und ich rekommandiere vielleicht zu dem Sujet, wenn der Welt die Sendung zu gucken, europäische Impressionen, wie gesagt, über die Migration und das, was wir als dafür stellen. So, ich möchte Ihnen für Straßburg für Nachgucken und bis nächstes Mal.